Hallo und willkommen zu der 7. Episode von den Nerdy Birds. Wir sind zurück. Wieder bei mir, wie so oft, der Edi. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Und der Andi. Pra. Keine Ahnung. Ich kann etwas müssen sagen. Ach, ihr wisst jetzt doch langsam, wie es ist mit mir, oder? Okay. Ja, ist okay. Lass mich spielen. Gut. Der Raffi hat leider nicht kommen. Er ist, Nicht gekommen. Nein, weißt, ich wollte das Ding da machen, weißt. Seine Mutter ist einem Jäger zum Opfer gefallen und er versucht mit Hilfe von einem Hase herauszufinden, was er machen muss mit seinem Leben. Und darum hat er es leider nicht geschafft heute. Wenn der Hase der Bugs Bunny ist, dann kann das noch eine Weile gehen, bis der Hase mir hilft. Nein, ich habe einfach etwas ganz anderes angespielt, aber es geht auch. Ja, wir haben heute ein sehr ungewöhnlich ernstes Thema für unsere Verhältnisse. Und da wird dann der Edi nachher noch ein bisschen etwas darüber erzählen. Aber zuerst machen wir unseren üblichen Blödsinn. Dann wir ein bisschen erzählen, was wir so erlebt haben und gemacht haben und machen wollen und erleben wollen. Zuerst aber gibt es noch ein paar interessante und wichtige Infos. Wie die einen schon wissen, sind wir jetzt gezügelt und gehören jetzt zu einem neuen, grösseren Ding. Es nennt sich Geekstübli. Und zwar setzt sich das zusammen aus 3 Let's Players, mit denen wir uns noch zusammengesetzt haben jetzt. Und wir versuchen, das alles ein bisschen verschmelzen zu lassen miteinander, einander ein bisschen zu unterstützen von Zeit zu Zeit. Einfach, damit wir ein bisschen mehr Content machen für unsere Zuhörer und Zuschauer. Und ja, damit wir es einfach auch ein bisschen cooler haben und ab und zu ein bisschen Abwechslung haben. Die werden sicher mal einer von denen oder alle, je nachdem, früher oder später mal bei uns als Gast einen Auftritt haben. Und ja, für die bisher auf unserer alten Facebook-Seite sind, die Seite wird bestehen bleiben, aber wir werden dort runterfahren mit dem Content. Also jetzt ist der Zeitpunkt zum Migrieren. Und Hat mir jetzt schon mal Content abgeliefert. Und ja, jetzt, am neuen Ort gibt es eben mehr Content, oder? Und jetzt ist Zeit, zum am Geekstübli ein Like zu geben. Das Coole ist halt, jetzt, so wie wir es vorher gemacht haben, ich hoffe, unsere Hörer haben sich nicht genug fest daran gewöhnt, ist wie so, sie haben gewusst, okay, wenn eine neue Folge draussen ist, kann ich wieder die Tour umstellen. Das wird jetzt nicht der Fall sein. Genau. Es wird schwierig, aber wir glauben doch. Genau, ja. Ja. Nein, eben. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zuerst mal zu den Sachen, die uns im Moment so ein bisschen beschäftigt haben. Edi, was willst du loswerden? Ja, und zwar erst einmal, ich fange an mit dem Game an. Ich bin wieder, ich habe mich verliebt in das Game. Und zwar heißt das Game Divinity Original Sin 2. Okay. Aber kann es noch ein Original Sin sein, wenn es 2 ist? Das macht irgendwie nicht so viel Sinn für mich. Divinity, der Unoriginal Sin. Divinity 2 Electric Boogaloo. Und das ist ein Rollenspiel, so ein westliches Rollenspiel im Stil von Baldur's Gate. Und ich habe die nie groß gespielt bisher, aber das Spiel habe ich wirklich angemacht, weil ich mega viel Gutes davon gehört habe. Und vor allem auch, also du hast so deine eigene Figur und dann hast du noch so Companions, die kannst du einsammeln, du kannst es aber theoretisch auch alleine durchspielen. Und es ist praktisch, jede Line in diesem Game ist voice-acted und vom Klassensystem ist her, ist wie so, du kannst entweder von Anfang an deine eigene Klasse machen oder du kannst eine von irgendwie 15 oder 20 vorgefertigten Klassen nehmen und dann aber dich auch von dort aus das als Startpunkt nehmen. Du kannst quasi in alle Richtungen gehen. Okay. Also es ist nicht so extrem spezifische Klasse, dass du einen Jäger machst und dann kann er nur mit dem Bogen schiessen und nichts anderes lernen, sondern... Richtig. Und ja, was ich wirklich sagen muss, was mich wirklich begeistert, ist das Kampfsystem. Ja. Und zwar, das Spiel ist sehr, sehr schwierig. Also man ratet dir auch an, mit dem F5 regelmäßig Autosaven.
Und zwar nicht nur im Kampf, sondern auch während Unterhaltungen. Weil je nachdem bist du mit jemandem am Quatschen und dann sagst du etwas Falsches und dann zieht das Schwert. Und wenn du dann nicht parat bist und nicht gespeichert hast, ja, dann vielleicht eine Stunde Spiel. Ui, du, wow. Und Also, das ist du cheaten, willst du sagen? man kann es so nennen, aber ich finde, es ist eine Strategie, wo, also wenn alle sagen, das ist eine legitime Strategie, dann kann man nicht von Cheat reden. Okay, stimmt. Und was halt wirklich cool ist am Kampfsystem, ist, wie so, es hat so wie Zaubersprüche und verschiedene Pfeile und so beeinflussen mega, was macht gerade wie viel Schaden. Also wenn es ziemlich gerade regnet, dann macht der Blitz mehr Schaden. Ah, geil. Und es hat irgendwie Ölfässer und die kannst explodieren lassen. Und du kannst die Zauber aber auch alles selber hervorrufen. Also du hast Gitterklasse, wo du kannst einen Zauber lernen, wo du kannst runterregnen lassen auf den Gegner. Ja. Oder wo du irgendwie kannst so eine Giftwolke machen und die Giftwolke kannst du dann irgendwie auch anzünden. Oder kannst irgendwie Dampf noch machen. Und das Coole ist eben, der Gegner benutzt das eben genau auch. Okay. Ich habe es wirklich oft erlebt, dass ich gesagt habe, dass ich wirklich mal einen Kampf angefangen habe und absolut in Grund und Boden fertig gemacht worden bin. Und dann nachher aber beim zweiten Mal, wenn ich ungefähr gewusst habe, was der Gegner macht, eine Strategie rundherum gefunden habe und dann auch gewonnen habe. Und das hat sich dann mega, mega gut angefühlt. Ah, das ist geil. Also du kannst richtig so voll versagen und dann anhand von seinem Versagen lernen und dann Sachen besser machen. Ja, und am Anfang hast du auch wirklich eben bis kaputt gemacht, du hast das Gefühl, bin ich unterlevelt. Und dann, wenn du aber beim zweiten Mal probierst und du merkst so, okay, nein, es gibt einen Weg da raus, das ist dann wirklich, wirklich cool. Kann man in dem Fall auch mit einfach purer Gewalt durchkommen? Wenn du jetzt irgendwie voll überlevelt bist oder so, oder musst du es mit Strategie lösen? Nein, also mein Gefühl, was ich bis jetzt habe, meine Party ist bei Level 5 oder so, oder 6 und ich bin jetzt knapp aus dem Startgebiet raus, nach etwa 8 Stunden. Wow. In dieser Zeit zweimal neu angefangen. Und ich kann sagen, also die Strategie ist es das, was es ausmacht. Also du kannst noch so eine gute Rüstung haben und die Party einfach so dumm anstellst, dass du einfach flankiert wirst von allen Seiten. Und dass du sie so gruppierst, dass sie so nah beieinander stehen, dass sie irgendwie von allen selber gleichzeitig getroffen werden, dann ist Ende. Krass. Und das finde ich auch recht cool. Also, Okay. Aber ist das noch geil? 8 Stunden nur schon Startgebiet? Also ich meine, Hast du Dragon Age Inquisition nicht gespielt, hä? doch, ich habe sie nicht geschossen, weil es mir auf den Sack gegangen ist. Was? 8 Stunden? Hast du vergessen, den Controller anschliessen, oder? Wie? Das ist eine elendslange Zeit. es ist ein riesiges Startgebiet. Ich bin noch nie jetzt irgendwie doppelt gewesen und ich bin immer noch Quests zu machen und ich komme jetzt raus und ich denke so, und ich habe immer noch Angst, dass ich nicht bereit bin für die grosse Weite. Ja, das kann ich. Weil das Startgebiet allein ist so sehr schwierig. Ich kann- Aber mal schauen. Das ist der Ich Grund, habe warum mich ich game, in Inquisition habe ich mich nicht aus dem Startgebiet rausgetraut, bis ich nicht jeden verdammten hure Stein gedreht habe und jeder Wolf im hintersten Ecke meinen Namen gekannt hat und Angst gehabt vor mir. Erst dann habe ich mich sicher gefühlt, um das Startgebiet zu verlassen. Dabei hat es so viel hure guten Content. Anyway, das ist ein anderes Thema. Ja, und apropos Wolf, es gibt einen Break, wo man kann mit Tieren reden. Und die Tiere haben dann auch alle Voice Actors. Ah ja, von dem habe ich gehört. Und die Ja. sagen dann zum Teil mega lustige Sachen und sind auch mega hilfreich. Also, Tiere sind immer hilfreich. großartig. Tiere sind die Besten. Wasserbären sind die besten. Der Eddie liebt Wasserbären. Tiere sind die besseren Menschen, glauben Sie mir. Ja, das ist so. Das ist definitiv so, ja. Gut, ja. Sonst noch irgendetwas anderes, Eddie? Ja, und ich bin den Black Panther Trailer auf Repeat am schauen. Ah, das habe ich im Fall immer noch nicht gemacht. Ich bin eben gerade in der Ferien gewesen, aber das rede ich später noch, wo der rausgekommen ist. Und darum habe ich es noch nicht geschafft, aber den muss ich unbedingt noch schauen. Es gibt zwar schon Leute, die reklamieren, dass es zu wenig diverse ist, der Trailer. Es hat ja irgendwie nur schwarze Menschen in dem Trailer rein gehabt. Buhuhuhuhu. Stimmt nicht, es hat 2 auf der Ringe drin. Stimmt. Stimmt. Das ist die Hollywood-Kompensation. Sonst immer so wenig Schwarze hat, drücken sie jetzt einfach alle einen Trailer rein und sagen, jetzt ist wieder gut, jetzt sind wir quitt. Das könnte wieder gehen. So,
Das hast du gesagt. Großartig. Vor allem, weil ja, Blade Runner 2049 ist rausgekommen. Ja. Und es ist sehr enttäuschend zum feststellen, der Film hat noch weniger People of Color als das Original, also 85. Also es hat vielleicht ein Asiat in der Hauptrolle, Bautista, und der ist nach 2 Minuten weg. Also es ist irgendwie so, 2017, es ist so, wie geht das? Hätte Chris nicht gesagt, er wird nicht gespoilert werden? Ja. Das ist eben, also ich habe den Film eben noch nicht gesehen, von dem her. Aber könnte es nicht... Nein, stimmt nicht. In dem Kontext von dieser Story macht es ja keinen Sinn, dass es nur weiße Menschen hat, das stimmt, ja. Weil es hat ja überall, alles ist ja mit Chinesisch angeschrieben und so, aber es hat trotzdem keine Asiaten. Richtig. Alle Chinesen sind verschwunden, keiner weiß was. Genau. Also es wäre entschuldbar gewesen, in Anführungs- und Schlusszeichen, wenn es in der Story einen Sinn gemacht hätte, dass die Weißen eigentlich mehr vorkommen. Es wäre immer noch eine dumme Story gewesen, aber es hätte mehr Sinn gemacht, weil sie auch Fortsetzung ist von einem anderen Film. Aber es macht keinen Sinn im Kontext von der Story auch nicht. Von dem her, ja. Das ist so ein bisschen das, was ich gemacht habe. Und ja, Black Panther, ich kann es kaum erwarten, Januar 18. Fuck yeah. Ja, ich auch nicht. Also, auf den freue ich mich echt. Weil es einfach mal etwas anderes wird sein. Es wird mal ein Erlebnis sein. Einen Film zu sehen, wo nicht alle so aussehen wie ich. Und der Ryan Coogler ist auch wirklich genial. Also, ja. Ich hätte nie gedacht, dass Creed so gut ist. Er hat Creed gemacht, genau, ja. Was hat er sonst noch gemacht? Fruitvale Station hat er noch gemacht und sonst glaube ich noch nichts. Okay. Ja, gut, ja. Gut, ja. Also eben, ich freue mich trotzdem ehrlich gesagt auf Blade Runner, einfach weil ich den ersten einen der interessantesten Science-Fiction-Filme finde. Ja. Und ich habe einfach gehört, es sei eine extrem gute Fortsetzung, also dass sie wirklich sich Mühe gegeben haben, den Feel von dem Film zu rekreieren und einfach so ein bisschen wirklich halt, okay, das ist die Welt, das ist 30 Jahre später und so hat es sich entwickelt und das ist passiert, oder? Und so geht es weiter. Und auf das einfach das Worldbuilding, oder, was ich sehr interessant finde an dieser Filmserie jetzt. Und darum freue ich mich wirklich auf den Film. Dass natürlich eben der Cast komplett so weiss ist wie unsere Berge in der Schweiz, ist recht schade, aber ja. Hollywood, Baby Steps. Gut, das war's bei dir, gell, Eddie? Ja. Wunderbar. Andi, du hast etwas mit dem Raffi besprechen, jetzt musst du solo fliegen, he? Schaffst du das? Oh. Natürlich, was für eine Überleitung, wow! Und da sind wir auch schon direkt drinnen, genau. Ja, der Han Solo-Film. Ich finde, der Name ist göttlich. Ja, stimmt. Echt Han Solo-Film, ja, super. Also Anthology ist mir auch gleich. Ich finde es cool. Auf jeden Fall, ey, ich bin mega gehypt, weil ich eigentlich die anderen Star Wars Filme auch cool gefunden, also die neuen 7 und Rogue One. Mhm. Aber im ersten Moment habe ich gedacht, ja, ein Solo-Film. Für mich ist der junge Solo schon da gewesen in den alten 3 Teilen. So, ich habe den schon gehabt. Aber wenn ich jetzt das weglasse und einfach ganz neutral sage, okay, geben wir dieser Sache eine Chance, dann gibt es so viel Zeug, die einfach noch nicht erzählt ist. Ich will den Kessler-Run. Haben. Das ist, glaube ich, das, was man sieht in dem Film, ja. Ich will die verdammten 12 Parsecs sehen. Und das ist für mich schon, ich habe in Teil 7 bin ich so gestorben. Es ist totaler Fanservice, okay? Ich gebe zu, ich stand auf... Man kann sagen, was man will, sagen, was man will. Ich liebe Fanservice. Ich hocke auf dem Sofa, sehe irgendeinen Film, sehe einen Fanservice-Moment und muss die Hosen aufmachen zum Platz schaffen. Das ist für mich, weißt du, für mich, ey. Und dann, dort schon, wie er geflogen ist, he? Millennium Falcon. Und so gut ist er noch nie geflogen. Ja. So ist er noch nie animiert worden. Und ein ganzer Film. Und für mich ist der Millennium Falcon ein eigener Charakter. So. Oh, definitiv. Ja, und ich möchte ihn sehen, so krass fliegen und es muss ja hure schwierig sein. 12 Parsecs sind ja, das ist ja das ist eine Distanz. Eine Distanz, die du überwindest. Ja. Das sind 10.000 Teams. Was? Das
bis es für League of Legends spielen. Aha, okay. Ja, auf jeden Fall. Hey, mehr will ich gar nicht. Ich will den Kessler von mir, es könnte 2 Stunden lang über das Zeug überfliegen. Gut, geht nicht weg. Aber ey, Mann, einfach nur das. Und klar, der Chewbacca, ich will wissen, was kommt vielleicht sogar so weit, dass sie bis an den Punkt gehen, wo sie sich kennenlernen. Weil der Chewbacca hat ja aus irgendeinem Grund eine Lebensschuld, glaube ich, offen beim Han Solo. Ich bin gerade wieder mitten in den Büchern und den Comics und verrenne mich doch ins Zeug gerade. Aber ja. Ich meine, ich will das rauche, dreckige Design wie bei Rogue One haben. Ja. Ich will die grafischen Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten von der heutigen Zeit haben, um den Millennium Falcon zu fliegen. Ja. Und ich will vielleicht sogar sehen, wie der Lando in dem, wie heißt das Spiel, das nicht Sabbat, das ist wieder etwas anderes, Sabak. Das Spiel, das er gespielt hat mit dem Han Solo, wo er den Falcon verloren hat. Aha, ja. Ich will es sehen. Ja, ich habe das Gefühl, das ist definitiv etwas, so vorkommt. Das sind halt so die Aufhänger, wo man weiss, es ist immer alles passiert, aber man hat es noch nie gesehen bis jetzt. Und das ist ein Grund, ich würde aufstehen und das Popcorn dort anschiessen, weil ich so, weißt Ja. Ja. Das wäre für mich so. Der Lando wird ja vom Donald Glover. Genau, ja, auf das freue ich mich wirklich. Weil ich kenne ihn ja eigentlich nur aus Community und seinen kurzen Auftritt, den er in Spider-Man hatte im Neuen. Oh, ja. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ja. Es wird super, ja. Und hey, ganz im Ernst, es ist eine sehr gute Zeit für Star Wars. All die sagen, Episoden, die jetzt kommen, seien Neuauflagen von den alten Episoden. Erstens, nein. Einfach nein. Zweitens, auch wenn es so wäre, macht für mich aus allen Figuren CGIs. Es hat Laserschwerter und es explodieren Sachen mit Geräusch im Weltall. Was will ich mehr? So. Ich bin voll zufrieden, ich bin kein komplexer Mensch. Verstehst du? Überhaupt nicht. Kann der Mann die Soundanlage im Weltall. Genau, ja. Soundkulisse und dann ist gut. Look, ich habe gute Nachrichten für dich. Wenn das alles ist, was du willst, es gibt nochmal 3 Filme mehr. Sie nennen sich Episode 1, 2 und 3. Du kannst sonst die schauen. Nein! Die sind, also ich weiß nicht, wie du informiert worden bist, aber wo Disney hat ja Star Wars übernommen und in dem Zusammenhang ist nicht mehr alles kanonisch. Episode 1 bis 3 schon. Leider. Nein, das bist du falsch. Ist alles Canon. Sie tun einfach gewisse Sachen nicht mehr erwähnen, aber alles Canon, auch Midichlorians. Das ist alles fix. Okay, jetzt musst du auf bremsen, gell? Ich sage nicht, dass ich es gut finde. Ich sage, das ist leider so, wie es ist. Walk in the line, weißt du, aber... Genau, ja. Hey. Wenn du in den Spiegel schaust und 3-mal Midichlorians sagst, kommt der Mickey Mouse und fragt. Nein, der Pluto, der weiss wenigstens etwas, wie der Bezug zum Weltall hat. Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich mega auf die Zukunft von Star Wars, ich freue mich auf die Anthology-Movies. Ja. Richtig Bock drauf. Ich freue mich, ich meine, das ist jedes Mal eine Chance, wenn es irgendwie plötzlich, stell euch vor, plötzlich heisst wie hat der blaue Kopf geheißen? Thrawn. Die geile Trilogie, die es da gegeben hat. Ja, Thrawn-Trilogie, doch. Das sind Bücher über einen Kommandanten, etwas vom Imperium. Und das ist etwas vom krassesten und der Typ ist einer der krassesten Figuren. Er ist übrigens jetzt in Rebels auftaucht. Eben genau, der, ja, von dem habe ich gehört. Genau, ja. Ist dort aber noch lange nicht auf dem so dargestellt worden, wie er eigentlich ist in den Büchern. Und ja. Also für alle Star Wars Fans, lesen die Trilogie, das ist etwas vom krassesten, was ihr euch geben könnt. Und wenn es plötzlich heisst, hey, der kriegt einen Anthology-Movie über, es geht neue Tore, es geht neue Chancen auf für das Ganze. Und klar wird es jetzt breit treten und klar, alle Jahre ein Film und bla bla bla, aber wie gesagt, hey, Star Wars gibt es einfach her. Star Wars hat so ein riesiges Universum. Ja, eben, das ist es ja. Ich meine, die Storys die spielen in einer gesamten verdammten Galaxie. Du hast unendlich viele Möglichkeiten für Stories, oder? Und wie hast du gesagt, unendliche Welten? Was? Oder Star Trek, man, unendliche, wie heißt es? Unendliche Weiten, unendliche Welten. Ja, kann schon sein. Der Weltraum. Genau. Hey, ich habe übrigens, nur ganz kurz, ich muss mich noch ganz schnell aufregen, habe ich noch nicht gemacht. Netflix hat alle Star Wars Teile da oben momentan. Ich probiere es seit einer Woche. So, dort am Anfang haben sie Clone Wars haben sie, glaub, mal angefangen drauf zu tun.
Ich zu der Schwester gegangen, zum Kollegen gegangen, zum Raffi gegangen. Hey, schauen wir alles durch, schauen wir alles durch, schauen wir alles durch. Aber ich glaube, der Raffi hat nach 3 Teilen immer noch keinen Bock gesehen und dann hat er nicht geschnallt, was es geht und hat aufgegeben. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht dazu gebracht, dass er mit mir schaut. Ja, von allen Leuten habe ich das Gefühl, dass der Raffi ein Star Trek-Fan ist. Wenn ich ihn anschaue, dann denke ich, ja, das ist jemand, wo sich interessiert für politische und moralische Dramas in Space. Genau. Ja, genau. Er schaut Babylon 5 und gut ist. Ja, genau. Ja, das war es eigentlich so weit von mir. Ich habe Dings Last of Us durchgespielt jetzt endlich mal. Was? Wow, okay. Und ja, erst nach 10 Jahren. Bis jetzt, okay, ich habe in der allerersten Folge, zweiten Folge, habe ich mal erzählt, dass ich einen riesen Komplex habe mit in Höhlen innen meinen Charakter abstellen und so Zeug. Mhm. Das zählt auch für Zombies und alles, was gruselig ist. Macht Sinn. Geht nicht bei mir. Aber es sind Pilze, okay? Ja. Es sind Pilze, es sind verdammte Lebensmittel, es ist okay. Und es gibt eine Ameise, die wird von einem Pilz befallen, wo nachher die Ameise kontrolliert. Habe ich erst nachher gelesen. Auf jeden Fall, ja, ey, linear, geile Story, ist irgendwann einmal fertig, bist nicht 8 Stunden lang in einem Startgebiet, also alles so, wenn ich toll finde. Mega. Ja, es ist halt kein Rollenspiel, gell? Ja, und Life is Strange. Life is Strange haben wir jetzt endlich mal auch gönnt. Ah, okay, cool. Wow. Geil, Wow. Hey, die Atmosphäre, der Bildspruch, die Musik, Alter, die Musik zu dem Game. Und ich bin dort gehockt und ich bin einfach baff gewesen. Ein bisschen stranger Abschluss, aber wirklich eins der einzigen Spiele, die ich wahrscheinlich nochmal wieder das zweite Mal spielen. Ja. So, weil es einfach wunderschön ist und ich freue mich schon sehr auf Before a Storm und Life is Strange 2. Ja. Boom, und jetzt kommst du. Bist fertig? Okay. Habe fertig. Gut. Habe fertig. Ja, seit wir das letzte Mal geredet haben, ist viel Zeugs passiert. Aber ich versuche mich kurz zu fassen. Star Trek Discovery ist rausgekommen. Das heisst, es sind zur Zeit von dieser Aufnahme, glaube ich, 4 oder 5 Folgen draussen. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 gesehen. 3 oder 4. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt ein paar gesehen. Und das Internet scheint recht gesplittet zu sein, ob sie jetzt das mega gut findet oder mega schlecht. Die einen Leute sagen, nein, es ist das Schlimmste, was Star Trek je gemacht hat. Und die anderen sagen, es ist endlich wieder Star Trek, wie sie sollte. Und der Eddie hat es so fest. Ich sehe das nicht, aber der ist gerade irgendwie. Und die Schnaufen. Das können wir keine Laserschwert langsam. Schnaufen. Nur Phasers. Nein, eben. Und ich ehrlich gesagt, ich verstehe. Ich sehe beide Seiten. Also ich bin eher auf der Seite, wo ich finde, es ist super. Ich finde, es ist fantastisch. Es ist genau das, was Star Trek in der heutigen Zeit eigentlich ist als Fernsehserie. Oder? Sie haben nicht können nochmal ein Next Generation machen. Das ist eine Idee aus den Ende 80er. Du kannst nicht im 2017 nochmal eine Serie machen, die genau gleich aussieht und sich gleich anfühlt wie die Serie. Oder? Die ist entstanden noch unter dem Einfluss von Gene Roddenberry und du kannst nicht der hat so komische Regeln eingeführt wie Charaktere von der Crew dürfen keinen Konflikt haben untereinander, oder weil das zu seinem utopischen Bild von der Zukunft gehört hat. Was ja auf der einen Seite ja eine coole Idee ist, oder? Das, weißt du, so Frieden und Menschheit halten alle zusammen und bla bla bla, aber das ist nicht realistisch. Wir können Frieden haben untereinander und keinen Krieg und gleichzeitig Meinungsverschiedenheiten haben. Also Richtig. es ist ein bisschen schwarz-weiß gewesen. Und dann ist er ja gestorben, irgendwie in der Hälfte von der ganzen Serie. Und dann schreibt er so, okay, gut, time for the conflict. Total War. Ja, er ist weg und ich glaube, er ist während der ersten 2 Seasons ist er da gewesen und es ist wirklich, es ist irgendwie tut es mir leid, das zu sagen, aber die Serie ist besser geworden, nachdem er nicht mehr rum war und keinen Einfluss mehr gehabt hat. Weil, ja, er ist fantastisch gewesen. Er ist wieder George Lucas. Nein, okay, das ist ein bisschen fies. Heute suchst du es einfach, hä? Ja. Nein. Aber das Ding ist ja, der George Lucas hat Star Wars erschaffen, oder? Und für das ist er fantastisch. Aber dann nachher hat er die Prequels gemacht und die sind kacke gewesen, oder?
Aber jetzt ist das, was er gemacht hat, wird von neuen Leuten geführt und führt wieder zu mega interessanten Sachen. Oder eben die ganzen Bücher, die ganzen Fernsehserien, Games etc. und so. Alle fantastisch, weil sie auf den Ideen von George Lucas basieren, oder? Aber wenn er zu viel Einfluss hat oder alleinigen Einfluss hat, wie in den Prequels wir gesehen haben, dann führt das meistens zu Ergebnissen, die nicht so gut sind. Und ähnlich ist es beim Roddenberry gewesen. Natürlich nicht annähernd so extrem, aber ja. Anyway, jetzt ist die Entwicklung von der Writer, wo halt sehr viele, die in Next Generation und der ganzen Serien aus den 90ern und so geschafft haben, arbeiten jetzt auch wieder an dieser Serie. Und das merkst du zum Teil auch. Aber sie haben auch wirklich jetzt gesagt, okay, sie machen fast ein 180. Also es ist extrem viel Konflikt zwischen den Charakteren. Alle streiten miteinander, alle haben verschiedene Meinungen und so. Und das macht sie zu interessanteren Charakteren, oder? Weil jeder hat seine Linie, seine Meinung, die sagt, okay, nein, das ist das Ding, was ich mache, das ist mein Charakter, das ist mein Ziel, meine Mission. Und der andere, der sagt, dein Ziel ist ein Scheiß, deine Ideen sind dumm, wir sterben alle, wenn wir es so machen wie du und so weiter und so fort, oder? Und mir gefällt's. Und ich glaube, sehr viele Leute lassen sich halt abschrecken durch die visuellen Aspekte. Weil die Serie, und ich weiß nicht, wie man das als Negatives kann nehmen, aber die Serie sieht aus wie ein Film. Also jede Folge sieht einfach aus, als ob sie unendlich viel Budget gehabt hat. Und ich verstehe nicht, wie sie das gemacht haben. Weil die Spezialeffekte sind unglaublich für eine Fernsehserie. Die ganze Kameraführung, die ganze Cinematography, das Licht, die Farben, alles Design, es ist... Was ich persönlich auch mega cool finde, ist, mich erinnert jetzt visuell auch sehr an Mass Effect. Ja, hat etwas. Und ich bin sicher... Farbpalette und ich bin sicher, es ist auch ich finde es inspiriert. authentischste Star Trek bis jetzt. Ja, ich auch. Es ist Abgesehen fantastisch. Ich finde, die Filme haben das schon sehr gut übergebracht, also die neuen, Ja. dass die Sternenflotte das totale oder sogar totalitäre Superman-Image verliert. Ja. Und das ist das, was mich so aufgeregt hat schon. Es ist eben, gerade die erste Staffel, wirklich alles ein übertriebener Frieden gewesen. Wir finden für alles eine tolle Blümchen-Lösung und Gene Roddenberry weg und dann auf einmal wollt ihr den totalen Krieg, ganz berühmte Szene gewesen. Und dann hat sich das Ganze mal, ja, jetzt kann sich das Ganze mal entwickeln und in dieser Serie jetzt klappt das wunderbar, habe ich das Gefühl. Mhm. Was sagst du, hey, was haltest du von der, wie heissen die Orks dort? Klingonen, genau. Space Orcs. Genau. die sind ja jetzt Space Ägypter. Genau, die Space Ägypter, ja. Das ist auch einer der Punkte. Sehr viele Leute kritisieren das so, okay, es macht keinen Sinn, dass die Serie so futuristisch aussieht, weil das sollte ja in der Primetime spielen. Also es hat nichts mit der Kelvin, es hat nichts mit dem Film zu tun, sondern es sollte ja wirklich 10 Jahre vor der Original Enterprise-Serie spielen. Und dann sagen alle so, ja, aber wie kann das sein? Es sieht überhaupt nicht so aus wie die Serie. So, ja, logisch nicht. Das ist vor 50 fucking Jahren gemacht worden. Du kannst nicht eine Serie im 2017 machen, die aussieht wie etwas, das mit einem Budget von vor 50 Jahren gemacht worden ist. Das ist halt einfach... Du machst Ja. einen Blade Runner Film, dann passt es gar kein People of Color und lass ich nicht auf sie. So, Ich habe jetzt vom Set-Design und so geredet und Kostüm und all das Zeugs, aber ja. Eben, wie findest du die Klingonen? Ich finde es interessant und ich finde es vor allem cool, dass sie hartnäckig einfach klingonisch reden. Also weil sonst eigentlich in Star Trek in der ganzen Galaxie redet es Englisch immer, oder? Und sie haben es halt meistens erklärt. Space English, genau. Und ich glaube, es ist halt einfach erklärt worden mit... Also es gibt irgendwie so 2-3 Folgen oder so, wo wirklich Sprache ein Problem war, aber wirklich sonst redet es immer Englisch. Und ich glaube, sie haben es... Wenn du dann irgendwo gehst nachlesen in Foren und so, oder so hindurch und irgendwelchen auf den Packungen von DVDs und so, dann steht, glaube ich, irgendwo, ja, automatische Übersetzer und bla bla bla. Und das ist einfach immer eine Bullshit-Excuse für mich. Und, weißt du, in Star Trek glaube ich es noch, aber jetzt zum Beispiel in Stargate haben sie ja genau das Gleiche gemacht und dort funktioniert das einfach nicht. So, okay, ja. So in der ersten Staffel haben sie es noch ein bisschen probiert, oder? Wie der Daniel Jackson am Anfang noch ein bisschen so, okay, ja, ich glaube, so funktioniert die Sprache und ich kommuniziere mit denen. Und dann haben sie gesagt, fuck it, es ist zu kompliziert, sie reden einfach alle Englisch. Und jeder Planet sieht aus wie Kanada. Es ist einfach einfacher so. Ja. Das klingt jetzt nicht so schlimm im Fall. Ich finde es auch nicht schlimm. Ich sage nur, es ist einfach... Du kannst nicht sagen, hey, es ist alles mega realistisch und danach ist es einfach totaler Bullshit und alle reden Englisch in der ganzen Galaxie. Wir reden nicht mal alle Englisch auf dem gleichen Planet, Mann. Du kannst... jetzt mega lustig, weil nach jeder Folge
schreibe meinen Cousin SMS, wie hässlich er das Wort Klingonisch findet. Und ich muss echt sagen, ich bin eigentlich kein Fan. Ja, ich meine, Klingonisch soll ja aggressiv tönen und halt eben, ich finde das Design von der Klingonen mega interessant. Es ist halt mega anders als das, was wir bisher gesehen Ja, mir haben. gefällt es auch. Wie? Mir gefällt es auch, es ist okay. Ja, es ist interessant, wie sie halt wirklich, sie sehen gefürchtig aus und angsteinflößend und halt fremd, oder? Sie haben so 2 Nasenflügel auf jeder Seite und die ganzen Rumseln und all das Zeugs und Ornamente und was weiß ich alles und sie sehen auch alle untereinander sehr unterschiedlich aus. Du hast solche, die sind weiß, dann hast du solche, die sind wirklich pechschwarz, dann hast du braune und alles mögliche. Sie sind wirklich... Und alles lieb Und zueinander. dann als bei Blade Runner. Genau. So, Eddie, let it go. niemals. Blade Runner 3, also Blade Runner 73 wird dann nur noch Asiaten drin Spielt in haben. Wakanda. Wir müssen einfach schauen, dass wir müssen auf die Huren Film nur in Schwarz-Weiß-Boxen kaufen, wie Logan, weißt du, hat sich nachher auch nochmal auf Schwarz-Weiß getippt. Nein, aber dann siehst du gar nicht mehr, was im neuen Blade Runner passiert. Weil alles weiß ist. So, Oh nein, okay. Also, Star Trek Discovery. Wenn ihr die alten Serien interessant gefunden habt oder generell so die Ideen von Star Trek cool findet, dann würde ich mal reinschauen. Es ist wirklich noch cool. Also, dann, ich habe jetzt endlich das neue Doom angefangen zu spielen. Und mit das neue Doom meine ich das Doom, das letztes Jahr rausgekommen ist. 16 Genau, ja. Und weil ich einfach immer gehört habe, es ist mega, mega gut. Und jetzt habe ich gedacht, Mann, jetzt muss ich es wirklich endlich mal spielen. Und holy shit, es ist hure geil. Ich habe nicht gedacht, dass ich so Freude haben werde an einem Ego-Shooter. Weil einfach der Doom Marine, der Charakter, den du spielst, der redet ja nicht. Und er lässt sich einfach kein Bullshit gefallen. Und das Game fängt wirklich, du startest und dann werden dir 2 Logos gezeigt und danach fängt es einfach an. Und du verwachst und du tust einfach als allererstes, der Doom Marine packt einfach den Kopf von einem Dämon und smasht ihn einfach auf dem auf dem Tisch kaputt, oder? Und dann steht er einfach auf und fängt einfach an, Zeugs auseinanderzunehmen. Und dann irgendjemandem, ein Charakter, will ihm über ein Funk irgendwelche Exposition geben und er reißt einfach den Monitor einfach so ab und läuft einfach weiter. Es ist einfach so, I don't care, ich bin nur da zum Dämonen töten, oder? Und Also ein bisschen wie ich, wenn ich keinen Kaffee trinke. ja, ich weiß nicht. Ich sehe dich relativ selten am Morgen. Ist vielleicht besser so. Ja, darum auch das Gameplay. Es hat ganz ein bisschen Plattforming drin und es ist sonst halt wirklich einfach ein Shooter. Und was halt mega interessant ist im Vergleich zu anderen Ego-Shooter ist, dass du kein Selbstheilungssystem hast, sondern du heilst eigentlich hauptsächlich, indem du Gegner killen tust und dann lässt Sachen fallen. Das heisst, du wirst dazu angetrieben, aggressiv immer auf die Gegner zuzugehen. Und du kannst sogenannte Glory Kills machen, das heißt, wenn ein Gegner genug verwundet ist, dann fängt er an zu blinken und dann nachher musst du mit einem Nahkampfschlag den Gegner so den Rest geben und dann geht er auseinander und lässt Munition und Leben fallen. Was eigentlich dich dazu antreibt, als Spieler immer möglichst nahe zu sein am Gegner und einfach führen zu drücken und aggressiv durch die Horde sich durchzukämpfen. Im Vergleich zu Call of Duty, wo du einfach hinter einem Böxli stehst, so piu, 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 führen schauen und dann, okay, schnell wieder in Deckung gehen, ein bisschen warten, jetzt bin ich wieder heil, gut, wieder führen schauen, piu, 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 piu. Und das finde ich einfach geil. Plus halt die hohe Metal-Musik im Hintergrund, die immer läuft, wenn du von Dämonen angegriffen wirst, einfach so. Und das ist einfach, es ist einfach geil. Also ich habe selten ein Game gespielt, wo ich so einen hohen Blutdruck hatte die ganze Zeit, weil ich einfach voll gehypt war. Immer die ganze Zeit so, ah! Ja. Darum, habt ihr es gespielt? Das neue Doom? Kurzzeitig. Ja. Habe es nicht selber besessen. Habe es mir einfach mal bei Gelegenheit angeschaut. Aber ich weiß nicht. Mir ist es wirklich mehr so der Hype vom Alten, wie soll ich sagen, weißt du, es ist so ein bisschen der Nostalgiefaktor dahinter. Ja. Es ist Doom, ich finde es geil, Punkt, so, das ist es, aber es hat mich jetzt nicht gelustet, um mich da länger damit auseinanderzusetzen. Schade. Ich finde es, ja, eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe keins von den alten Doom gespielt, weil halt früher Ego-Shooter, ich habe relativ spät angefangen Ego-Shooter zu spielen. Auch jetzt noch. Es braucht mega viel, bis ich etwas finde, wo mir zusagt. Und darum ist es wahrscheinlich auch so lang gegangen, bis ich das mal ausprobiert habe. Ja. Gut, dann ist Kingsman The Golden Circle rausgekommen. Das ist die Fortsetzung vom ersten Kingsman-Film. Und
er ist hure gut, der Film. Ich habe so ein bisschen gemischte Erwartungen gehabt am Anfang, weil ich einfach beides ein bisschen gehört habe, oder? Ich habe gehört, ja, die einen haben ihn gut gefunden, die anderen haben ihn mega schlecht gefunden. Vor allem so die Fans finden ihn, glaube ich, gut, aber die Kritiker haben ihn recht auseinandergenommen und ich verstehe nicht so recht, wieso. Weil für mich ist die perfekte Fortsetzung. Und mit perfekte Fortsetzung meine ich nicht, es ist ein perfekter Film, sondern es ist als Fortsetzung, oder beziehungsweise das ist die effektivste Fortsetzung, die ich je gesehen habe in einer Filmreihe. Weißt du, sie gehen extrem viel auf Sachen ein, die passiert sind im ersten Film. Und es ist wirklich so, okay, es ist zwar ein Jahr später, aber es knüpft alles an. Und es ist so, okay, hey, das ist passiert, weißt du noch, okay, aber das ist wichtig und bla bla bla. Und es ist wirklich so, du kannst den Film zwar schon schauen, ohne den ersten gesehen zu haben, aber es ist einfach nur verwirrend und mega anstrengend wahrscheinlich. Und es gibt, glaube wenig Filme, wo es so wichtig ist, dass du den ersten Teil gesehen hast. Und es ist fantastisch. Für die, was interessiert, ich habe ein Text geschrieben, das ist auf Medium, auf unserer Medium-Page. Die das noch nicht gesehen haben, wir tun dort ab und zu ein Text aufladen und mit mir tun, meine ich einmal bis jetzt. Dort habe ich einen... Ich habe einen Text in der Pipeline, der seit ewig Ja genau, da mal aufladen, Edi. Vielleicht schaffen wir es, bis die Folge da oben ist, dass der Edi seinen Text auch aufgeladen hat. Eben genau. Dort könnt ihr nachlesen in voller Ausführung, was ich von dem Film gehalten habe. Und ich tue natürlich alles spoilerfrei machen. Das heisst, ihr könnt ihn gut lesen, auch wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Aber ja, könnt ihr unbedingt schauen. Edi, Andi, Kingsman schon geschaut? Gesehen? Nein, gar noch nicht. Auch ehrlich gesagt nicht wirklich auf dem Schirm. Was? Ist so, ja, er ist so ein bisschen auf dem Pile of Shame. Ich weiss, ich sollte noch und man müsste eigentlich, aber irgendwie hat er gerade keine Priorität. Ah, der wird dir so gefallen, Andi. Wirklich. Okay, ich weiss, ich muss. Hey, ich habe ja nicht einmal den Spider-Man in einer guten Grafik gesehen. Also, das kleine Kino, wo ich war, Ja. hat Probleme mit der Ausstrahlung gehabt. Aha. Wie heisst das Kino? Kino Theo. Ich will nicht darüber reden. Buh. Ja, gut. Jetzt, mein letzter Punkt. Ich bin jetzt gerade zurückgekommen aus der Ferien. Und zwar bin ich 2,5 Tage in Dublin gewesen, weil die Game Grumps ihre erste Europa-Tournee gemacht haben. Und ihre letzte Halt war in Dublin gewesen. Das heisst, ich bin mit Jasmin zusammen, meiner Freundin, Game Grumps live schauen. Und das ist ein surreales Erlebnis gewesen. Wirklich. Noch schnell für die Game Grumps nicht kennen, das sind Let's Player auf YouTube, wo aber auch trainiert sind in Improv-Comedy. Und das heisst, sie sind einfach irgendwie zwei von den sympathischsten Menschen auf der Welt. Also es ist schwierig, weißt, denen zuzuhören und nicht irgendwie denken, ah Mann, ich will einfach mit denen mal ein Bierchen trinken oder so. Und jetzt sind wir dort in dieser hohen Halle drin gewesen, wo eigentlich sonst so eine Box-Arena ist. Und mit irgendwie 2000 anderen Game Grumps-Fans. Und es ist ein surreales Erlebnis gewesen, was dann tatsächlich auf die Bühne gekommen sind und einfach so 30 Meter von uns entfernt sind. Und es ist cool gewesen. Sie haben Mario Party 10 mitgebracht auf der Wii U und sie haben zwei Charaktere gespielt. Dann hat die eine Hallenhälfte hat einen Charakter noch gespielt und die andere Hallenhälfte hat einen anderen Charakter gespielt. Und das hat dann einfach so funktioniert, dass sie gewürfelt haben für uns, aber wenn es dann ein Minigame gegeben hat, haben sie einfach 2 Leute aus dem Publikum ausgesucht, die dann das Minigame auf die Bühne gekommen sind spielen. Ja. Und sie haben dann, weißt du, so 2 kleine Fragen gestellt, jeweils so, und Umarmungen hat es natürlich noch gegeben, und danach haben sie dann dort anhocken und live mit den Game Grumps zusammen gamen und angeführt werden vom jeweiligen Team im Publikum, und es ist ein Erlebnis gewesen. Also das ist hure geil gewesen, echt. Ja. Plus natürlich Fragerunde am Schluss. Und eben, sie haben nur 8 Auftritte gehabt. Sie haben schon mehrere Tourneen in Amerika gemacht, wo sie ja stationär sind. Und ich glaube, sie haben so ein bisschen das Wasser getestet und gemerkt, okay, wir sind jetzt an jedem von unseren Terminen hier in Europa ausverkauft gewesen. Und die Leute scheinen Interesse zu haben. Und ich glaube, dass sie das jetzt wahrscheinlich wieder mal machen werden, weil sie gemerkt haben, okay, es ist tatsächlich ein Markt da und die Leute wollen das sehen. Und sie sind auch mega fair und cool gewesen, weil die Tickets haben irgendwie 30 € gekostet pro Person. Und wir haben
recht gute Plätze gehabt. Also wir sind nicht zuvorderst gewesen, sondern so auf der Seite, also so diagonal auf der Seite, aber irgendwie so 50 Reihen oder so. Und das sind, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich bessere Plätze gefunden hätte, als die wir hatten. Weil du hast alle Charaktere so ein bisschen von der Seite anschauen und du hast gleichzeitig auch gesehen, was sie gamen. Und es ist fantastisch gewesen und es hat Spaß gemacht, die Leute mal live zu sehen. Ja, darum, wer Game Grumps noch nicht schaut und gerne Let's Plays hat, was macht ihr mit eurem Leben? Sucht Game Grumps und schaut das. Es ist wirklich empfehlenswert. Okay, ja. Die Sendung wird durch Product Placement am Leben gehalten. Genau, ja. Cool. Nein, im Moment machen wir das alles noch gratis, wir armen Schlucker. Ja, Eddie, ich übergebe an dich für unser super fröhliches Thema. Ja, und zwar ist es mir wichtig, dass ich jetzt diese Woche mal über etwas Ernstes reden kann, was mich jetzt irgendwie doch beschäftigt hat. Und ich aber auch irgendwie doch so ein bisschen merken, also, okay, eben als Liebhaber von irgendwie Filmen oder Games oder halt sonstigen Medien, ja, ich bin auch sehr daran interessiert, eben, wie wird die Wurst gemacht und was geht so ein bisschen im Hintergrund ab und so. Und ja, und dann vor allem so jetzt in der Filmindustrie und auch immer mehr in der Game-Industrie gibt es halt immer mehr auch Leute, die sich zu Wort melden, die den Mut finden, um zu sagen, hey, eben, was jetzt zum Beispiel eben das aktuelle Beispiel ist mit der sexuellen Belästigung mit dem Harvey Weinstein, wo jetzt aber immer mehr auch Schauspieler vorgekommen sind, die irgendwie halt eben doch noch irgendwie ihn so verteidigt haben, wo nachher irgendwie auch noch rausgekommen ist, dass die irgendwie auch nicht ganz sauber sind. Das hat ein bisschen eine Kettenreaktion ausgelöst, das ist so, ja. Genau, ja. Und das ist ja dann auch, hat das in der Hashtag MeToo-Kampagne ist das dann weitergegangen, wo ursprünglich vor 2 Jahren von der Tarana Burke gestartet worden ist. Vor 2 Jahren schon? Und vor 10 Jahren. 10 Jahre? Wow, okay. Und das hat wieder Aufwind bekommen und jetzt haben eigentlich, und ja, es ist halt wirklich gewesen, wie auch ich in meiner Timeline dann viele Kolleginnen gesehen habe und Verwandte und Bekannte, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, dann ist das auch passiert. Und es hat halt wirklich so gezeigt, okay, das ist ein systematisches Problem, oder? Ja. Und das hat auch dazu geführt, dass jetzt ein ehemaliger Mitarbeiter von Naughty Dog berichtet hat, dass er eben während dieser Zeit in dieser Firma sexuell belästigt worden ist. Und wo er dann aber auch etwas gesagt hat, haben sie ihm $20.000 angeboten, dass er quasi ruhig ist, und sie haben ihn geschmissen. Und er hat ihm $20.000 wie nicht genommen. Und er hat aber seither auch keine Anstellung mehr. Und er hat dann aber auch wie so gesagt, also er ist weg der MeToo-Kampagne, hat er wieder den Mut gefunden, um darüber zu reden. Und Naughty Dog hat dann auch so ein Wishy-Washy-Statement oder so da, so, ja, also wir haben von diesen Anschuldigungen gehört, aber uns ist natürlich mega wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter safe fühlen. Sie können jederzeit zu uns kommen und mit uns reden. Und wir dürfen das nicht tolerieren. Und es ist wie so, es ist so gleichzeitig ist so ein allgemeines Statement gewesen, aber auch so eins, wo dann aber so explizit gesagt hat, so der Dude ist am Lügen. Und das ist wie so, das sind für mich so 2 Sachen, die sich extrem beißen, weil ich merke vor allem so bei Grossfirmen, die wollen dann bei so Sachen eigentlich möglichst ihre eigenen Arsch retten. Ja, klar. Und das ist halt jetzt bei so einem Entwickler wie halt irgendwie Naughty Dog, weil doch bekannt ist, dass sie irgendwie recht fortschrittlich sind in ihrer Entwicklung, wenn es dann eben um gute Charaktere geht, gute Stories geht, was wirklich so ein bisschen jetzt Vorzeigen sind, ist es ein bisschen schockierend, wenn man merkt so, ja okay, aber die Mitarbeiter, die dort arbeiten, die haben dann nicht so, oder? Also die Werte, die dann in den Produkten siehst, werden überhaupt nicht gelebt. Ja, das ist, glaube ich, generell ein immer ein Problem in Amerika, denke ich mich. Dort ist es einfach extrem, vor allem was so Arbeitsverhältnisse angeht, wo einfach viel schlechter reguliert sind als bei uns. Eben das Zeug, so ein Buzzword, das du immer wieder hörst, hat es mit sexueller Belästigung nichts zu tun, aber ist Crunch-Time in der Game-Industrie. Also einfach so,
bei uns ist es als Überzeit bekannt, aber Crunchtime ist genau das Gleiche, du kommst einfach kein zusätzliches Geld über dafür. Das heisst, du schaffst für 40 Stunden in der Woche, aber also du wirst bezahlt für 40 Stunden in der Woche, schaffst aber effektiv 80 oder noch mehr. Und es ist einfach so, ja sorry, oder? Wir müssen unsere Termine aufrechterhalten und bla bla bla, darum schaffen wir jetzt ein bisschen mehr. Und das machst du über Monate hinweg. Genau, zum Teil. Und das Oder? machen nicht nur einzelne Personen, sondern ganze Abteilungen. Genau. Also, Das ist ein riesiges Problem in der Gaming-Industrie, wo Familie auseinanderreißt und Ja. wo Ja. Menschen hinmacht. Und gerade in der Gaming-Industrie ist es ein bisschen gemein, weil das sind viele Leute, die halt wirklich schon aus Leidenschaft Games machen. Das ist ein bisschen etwas Ja, anderes, wenn ja. einer seinen Fisch verkauft oder seinen Metzger ist. Und Game-Entwicklung ist für sehr viele Leute wirklich krasse Herzenssache und wo man sich das halt eher mal gefallen lässt. Und weil man ja mit diesem Projekt etwas im besten Fall Einzigartiges erschafft. Und für das irgendwo ist klar, dass man, ich meine, das ist normal, Opfer bringen ist auch völlig okay. Nur es hat halt komplett jegliche Struktur verloren und ist in ein unermessliches reingegangen. Und das ist ein sehr schwieriges Thema, wo immer wieder mal kurz angesprochen wird, aber, also ich habe schon 2-3 Mal in den letzten 1,5-2 Jahren Artikel darüber gelesen. Was mir auffällt jetzt so retrospektiv ist, dass die interviewten Leute bis auf 1 oder 2 ausschliesslich anonym Antworten gegeben haben. Ja. Weil dort einfach die Angst immer noch zu gross ist und es ist eine sehr mächtige Industrie. Wenn du dort, wenn du dort verspielst, ist es sehr gut möglich, dass du nicht mehr reinkommst, Ja. wo es dir Freude Ja. macht. das spricht sich dann auch natürlich um, oder? Genau. Das ist natürlich dann immer die Angst, dass du nachher einfach der Dude bist, oder, der geredet hat. Und Ganz genau, ja. Es ist einfach, es ist ein bisschen erbärmlich, so etwas, oder? Weil das ist eigentlich so, denken, die Leute, die das Ganze erschaffen, denen solltest du doch eigentlich, weißt, dankbar sein, aber nein, sie werden verbraucht wie Material und danach ist es so, okay, Ja. dann ist ihr Game erledigt und jetzt ist Tschüss. Bestes Beispiel, gerade rausgekommen vor ein paar Tagen, Visceral ist geschlossen worden, das ist das Studio, wo bekannt ist für ihre Dead Space Serie. Die sind ja, ja, genau. EA hat ja, also es hat ja EA gehört, das Studio. Und du siehst den perfekten Verlauf zwischen Dead Space 1, 2 und 3, was EA mit dem Studio gemacht hat. Weißt du, so, okay, immer mehr Einfluss genommen, immer mehr Sachen vorgeschrieben, immer mehr, okay, wir müssen das und das drin haben und das ist wichtig und so. Und danach haben sie Battlefield Hardline gemacht. Das ist das Battlefield, wo du da Polizei, glaube ich, spielst. Ja. Und das war, glaube ich, okay gewesen von dem, was ich gehört habe. Nein. Aber es ist halt einfach so. Und jetzt haben sie an Star Wars geschafft, an einem Star Wars Game, und das ist jetzt offenbar cancelled worden oder wird von einem anderen Studio übernommen. Und Visceral ist einfach so, Es okay, wird übernommen. fertig. Es ist jetzt einfach, okay, ich könnt jetzt heimgehen, wir sind jetzt fertig mit euch. Und, es ist einfach, und EA macht das so oft. Die hinterlassen Berge von Studios, die sie aufgekauft haben und dann gezwungen haben, an irgendetwas zu arbeiten, wo nichts mit dem zu tun hat, was sie ursprünglich gemacht haben. Und dann, wenn es dann alle kaputt sind und verbraucht sind und sie einfach nicht mehr das erbringen, was EA will, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was das Studio gut gemacht hat, dann schmeißen sie weg. Oder? Und sehr viele vermutet und befürchtet, und ich eben langsam auch, dass BioWare einfach als nächstes dran ist. Wenn Anthem nicht ein riesen hoher Hit wird, dann kannst du davon ausgehen, dass BioWare wahrscheinlich so ein bisschen, okay, ja, die Story hat sich erledigt. Und Ja, also ich sage gerade, EA ist. Also wenn man mal vorne anschaut, das ist etwas von EA, das ist eigentlich ihre Struktur. Sie kaufen gut laufende oder eine möglicherweise gute Firma auf, ziehen die Ressourcen ab, machen sie weg vom Fenster, voilà. Jetzt gerade bei Star Wars regt es mich extrem auf natürlich, weil sie wollen jetzt weggehen von dem Story-Game und wollen es zu einem Game-as-a-Service-Produkt machen, Ah, nein. wo ich überhaupt kein Fan bin davon. Und so ein Battlefront. gerade oder? in ja, ich weiß, ich habe für das noch nicht zu wenig Infos, aber wenn ich nur schon daran denke, dass es Games as a Service mittlerweile einfach heisst Lootboxen und DLCs, ich habe es glaube ich auch noch gepostet gehabt, dann geht bei mir der Laden runter. Ich meine, gerade bei Solo-Player-Games oder potenziellen Solo-Player-Games, wieso soll ich mir eine Lootbox kaufen, um das Spiel schneller und einfacher Ja. durchzuhaben, wenn ich doch Geld ausgebe, um das hure Game können möglichst lang und intensiv spielen? Ja. Also Ja. ich zahle Geld dafür, zum Spielen Erlebnis minimieren. Ist doch völlig
neben den Schuhen. Jedenfalls haben sie ja, ich meine, das ist früher hast du ja auch noch einzelne Spieleentwickler aufgebaut. Du hast einen Peter Molyneux gehabt, Sid Meier, oder dann hast du einen, keine Ahnung, wer hast du noch gehabt? Ron Gilbert oder so, grosse Namen. Und das ist immer mit zurückgegangen. Man hat dann aufgehört, einzelne Leute in den Vordergrund zu stellen und ihre Teams, sondern es ist nur noch die Marke. EA hat da ganz gross mitgespielt, auch wieder. Es ist nicht mehr um die einzelnen Entwickler gegangen, sondern es ist nur noch die grosse Marke EA gewesen. Mhm. Und dort wird auch viel weniger dahinter geschaut, was passiert. Es sind nicht mehr kleine Entwicklerteams, die ein gutes Spiel machen, sondern es sind riesige Konzerne dahinter, die riesige Abteilungen haben, wo keiner mehr guckt und reklamiert, hey, im Fall, ich schaffe viel zu viel. Und Weil der persönliche Draht weg ist. Jedes Mal muss es ein absolut unverhältnismäßiger Hit werden, weil sonst kannst du das Studio nachher gerade so machen. Oder? Das ist einfach so, ich muss so und so viele Millionen Games verkaufen. So. Wir sind ein kleines Studio, wo immer einfach einen Bruchteil von dem gemacht haben. Wieso sollten wir jetzt plötzlich ein Game machen, wo 50 Millionen, nein, sagen wir 500 Millionen Mal verkauft werden, oder? Es ist so doof. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, eben, es ist so ein bisschen ein Problem, das sich eben durch alles durchzieht, oder? Und das kommt dann eben auch wieder zu dem zurück, um das es jetzt eigentlich geht, oder? Dass einfach das Produkt ist am Schluss wichtiger als die einzelnen Mitarbeiter. Und dann, wenn natürlich einer sagt, hey, ich werde sexuell belästigt, dann nachher heisst es schnell einmal, okay, gut, das Problem können wir entfernen, indem wir den Mitarbeiter entfernen. Und ich kann auch ehrlich sagen, ich habe jetzt da dazu gerade irgendwie letztens ein persönliches Erlebnis gehabt, wo ich wirklich mit ein paar Sachen im Büro mit anlassen, wo ich mich nicht mehr, ich fühle mich jetzt schon länger nicht mehr wohl drin. Und es ist eine grosse Firma und es geht so ein bisschen viel um sexistische und rassistische Sprüche und es ist wirklich so, du solltest eigentlich meinen, dass es dort nicht passiert. Und ich habe dann aber selber auch mega lange mit mir gekämpft, bis ich mich getraut habe, zum HR zu gehen. Weil es ist so, du weißt dann auch nicht, okay, was ist das für ein HR, das da dahinter steckt? Ist das HR, das dann auf deiner Seite ist? Oder ist das HR, das dann eigentlich probiert, die Firma zu schützen und sagen wird, ja, also eben, es gibt dann immer beides. Ja, genau. Und ich habe jetzt Glück gehabt in meinem Fall und ich bin wirklich froh, habe ich es gemacht. Aber auch nachher, nachdem ich beim HR war, ich habe immer noch so eine kleine Stimme in meinem Kopf, wo mir wieder sagt, so, ist es das wert gewesen? Ich hatte jetzt schon ein bisschen Angst, dass wenn das irgendwie rauskommt, dass mein Job dann gefährdet ist, weil eben und das merkst du unterschwellig, und ich glaube, das hast du eben als Frau also oft, oder als Personal Squaller, oder als jemand, der der LGBTQ-Community angehört, ist wie so, es wird mega schnell, wird es dann halt einfach auch so ein bisschen verharmlost. So, ja, komm, ist jetzt nicht so schlimm. Und dann ist halt, und es ist halt schon ein bisschen die Angst, bei mir da so, okay, wenn ich jetzt den Job nicht habe, dann muss ich schauen wegen meiner Wohnung, dann muss ich schauen wegen meiner Rechnungen. Und es ist so, kann ich mir das leisten, dass ich jetzt quasi sagen will, dass ich jetzt sagen kann, ich bin verletzt worden und ich bin im Recht und das darf mir nicht passieren. Ja. Das ist so, Und das ist wahrscheinlich auch das, was, nein, nicht wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher das, was die meisten davon abhalten, eben sich öffentlich darüber aufzuregen und halt sich zu melden wegen so etwas. Und das ist einfach nicht eine Welt, die so sein sollte. Und das ist, ich verstehe es nicht, oder? Das ist einfach falsch. Es ist einfach nicht richtig. Das ist nicht die Vision, die der Gene Roddenberry hat für unsere Zukunft. Und nein! Halt, Schnurren! Nein, definitiv nicht. Er dreht sich jetzt gerade in seinem Grab. Ja, mindestens einmal. Ja. Wie so ein Spanferkel, man, schön langsam und immer wieder. Schon, okay. Ich habe immer gewusst, sorry, ganz kurz, nebenbei, hat nichts mit dem Rest zu tun, aber ich habe immer gedacht, wenn jemand sagt, er dreht sich im Grab um, dass er sich horizontal dreht. Also weißt du, dass er sich so aufregt, dass er sich den langen Weg so durch die Erde durchquält. Genau, ja. Okay, ja. Weil er sich so fest aufregt. Aber okay, ja, so der Achsen andrehen, das macht eigentlich noch fast mehr Sinn. Schlussendlich, ich habe jetzt einmal ans Bahnferkel gedacht, aber das, was du sagst, macht eigentlich mehr Sinn. Ja.
Oder vielleicht dreht er sich einfach so um, dass er mit dem Gesicht gegen die Erde schaut und sagt so, ich will nicht mehr von dem. Super, finde ich gut. Ja, und das hat mich so ein bisschen, das alles hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, so, wie ist das für euch, wenn ihr zum Beispiel eben gehört, so, Ja. okay, das ist jetzt ein Schauspieler involviert und bei dem hat es jetzt irgendwie schon mehrere Geschichten gegeben, dass da halt eben, sagen wir jetzt eben, es gibt jetzt halt mehrere Fälle, also es gibt zum Beispiel Bill Cosby, wo jetzt wirklich schon irgendwie 40 Frauen vorgekommen sind, oder halt auch noch, ich weiß ja nicht, ein Casey Affleck, wo jetzt also wirklich eben, und dann wirklich so, wenn es dann langsam wirklich wieder schwierig wird, um zu sagen, okay, wenn da so viele Stimmen sind, wie ist das? Beeinflusst das euer Gefühl zum Produkt, nachher zu den Filmen oder zu den Games? Mich beeinflusst insofern, also generell, schau, das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass ich halt durch meine Funktion als Karatelehrer immer wieder damit konfrontiert bin, Leute von allen möglichen Kulturen, Altersgruppen, sozialen Hintergründen zusammen in einem Raum reinzuhaben. So, und da kommen die Diskussionen immer wieder führen. Nur, bei den Kids, Jugendlichen, die ich trainiere, wo das oft noch ein bisschen Nachgeplappern ist oder so. Oder schlimmer noch, wie das, was ich mal erzählt habe, was sie da White Power geschrieben haben, die kleinen Kids, wenn es implementiert worden ist. Das ist aber etwas, wo ich irgendwann müssen sagen, hey, schau, mir persönlich ist es scheißegal, ob einer Frau etwas passiert, einem Weißen, einem Chines, es ist mir egal. Es geht darum, es ist nicht korrekt in dem Moment. So, das ist da auf mich gezählt. Jemand macht etwas völlig Danebenes, also gehört die Person böse gesagt an den Pranger gestellt. Die Person hat sich verspielt. Im Training sehe ich das oft, dass das hure schnell keine Rolle mehr spielt, wer du bist, woher du kommst. Wir haben alle den gleichen Gi an, wir haben alle den gleichen Karate-Anzug an. Der einzige Unterschied ist die Gürtelfarbe, die du hast. Und das ist so ein bisschen meine kleine perfekte Welt. So. Aber das Coole, darf ich schnell, das Coole an der Gürtelfarbe Ja, ist ja, das ist ja etwas, wo du Einfluss drauf hast. Ja? Du kannst ja die ändern, indem du trainierst und eigentlich selber besser wirst in dem, was du machst. Es ist nicht die Hautfarbe, die du nicht ändern kannst, oder irgendwelche sozialen Hintergründe, wo du keinen Einfluss drauf hast, sondern du kannst, das Einzige, was dich abhebt von allen anderen, ist etwas, was du verändern kannst an dir selber. Von dem her, richtig, und das ist auch, das ist cool. Das ist auch, was ich sage, ich trage meine Einstellung, die ich im Karate habe, die trage ich gegen raus und probiere mein Umfeld, ich will nie kommen und die ganze Welt können verändern. Nein. Was ich kann, ist mein direktes Umfeld mit beeinflussen und mitbestimmen. Wenn ich sehe im Karate, dass wir haben von verschiedenen Hautfarben über verschiedene Religionen, wir haben alles da drin. Und jeder lässt einander zu, jeder geht mit dem anderen im gleichen Respekt um, jeder hat mal Lampen mit dem anderen, wo aber immer auf Meinungsverschiedenheiten gründen, wo man kann sagen, hey, schau, deine Meinung, meine Meinung, so. Und irgendwo muss das möglich sein, das gegen aussen zu tragen. Nur da aussen gibt es jede Menge Vollidioten. So. Es laufen ein grösserer Anteil Vollidioten oder nervende Menschen rum, und ich bin sowieso der grösste Menschenfreund. Was das Ganze nicht besonders einfach macht, aber jetzt explizit in Sachen, wie ich ein Game oder einen Film schaue, trage ich das auch dort her. Es ist mir in dem Moment egal, ich konzentriere mich auf die Geschichte. Und das sage ich auch ganz ehrlich, würde mich vielleicht anders gehen, hätte ich eine andere Hautfarbe. Oder würde mich das sicher anders tangieren, anders stressen, ganz klar. Und dort muss ich einfach auch, alles andere wäre nicht ehrlich. Und keine Ahnung, ob ich nachher eine Hate-Welle abbekomme, aber es wäre nicht ehrlich, wenn ich jetzt etwas anderes würde sagen. Es ist für mich oft so, dass ich gehe in einen Film rein, ich sehe den Film, ich sehe die schauspielerische Leistung, gefällt sie mir nicht. Ich sehe, gefällt mir der Plot etc. Ich gehe raus und vergesse den Film wieder so. Ich mache mir die Gedanken nicht im Sinn von bewusst, weil ich mich nicht... Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, so geboren worden zu sein, dass ich mich mit dem nicht muss aus dem Alltag auseinandersetzen. Ich sage genauso, aber jetzt, wenn es darum, dass zum Beispiel der Hashtag MeToo und so geht, auch dort sage ich so, ich habe letztens gelesen, das Problem sei, dass Männer sich nicht als Täter wahrnehmen, wo mich hässlich gemacht hat, weil ich gesagt habe, hey,
nein, du kannst so einen Satz nicht bringen, weil das ist eine Verallgemeinerung. Es soll mal passieren, dass ich noch im Stand nebendran eine Frau dumm anmacht. Ja, mein Gott, sei froh, wenn du schneller bist als ich. Aber so, das ist etwas, was scheiße ist, was nicht passieren darf. Ich finde, jeder, der sich gegenüber einem andersfarbigen, anders religiösen Menschen dämlich verhalten, ist bei mir unter durch. Da muss ich sagen, hey, schau, du und ich sind nicht auf der gleichen Wellenlänge, bitte geh und stirb. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, dass ich das nicht in meinem Alltag erlebe. Also weder im Dojo, wo ich mich aufhalte, weil es dort einfach nicht existent ist, würde es dort mal so weit kommen, dass jemand eine Aussage macht in die Richtung. Dann würden wir gehen und sagen, hey, los, es tut uns leid, aber das ist entweder reden wir darüber und kriegen dich an, dass du schnallst, was gerade rausgekommen ist, und sonst bist du einfach nicht am richtigen Ort, bitte gang. So, das auf jeden Fall. Also ich setze mich dafür ein, wenn ich es erlebe und ich sage, es darf nicht passieren, aber ich sage auch ganz ehrlich, ich hocke in einen Film und sehe das nicht. Nicht, weil ich jetzt komplett ignorant bin, sondern weil das wirklich ich nie erlebt habe in dem Sinne. Es ist noch nie einer gekommen und gesagt, du bist tätowiert, du bist ein Bastard oder du bist anders oder du bist weniger wert. So, weißt du, was ich meine? Das sind... Ja. Und das kannst du auch sagen, du kannst dir aussuchen, ja, aber es geht darum, dass ich noch nie wegen irgendetwas in dem Stil so angezündet worden bin. Mir heisst es höchstens mal, ja, bist ein Wackis, wie mein Vater ein Elsässer ist. Und so, ja, du bist wüst und Chapeau. Ja, aber ganz klar, ich befürworte es nicht. Und ja, aber ich, wie gesagt, in den Filmen, in den Games fällt es mir zu wenig auf, weil ich mich nicht aktiv damit beschäftige. Ich habe das, bis ich den Eddie kennt habe, ist das bei mir nie ein grosses Thema gewesen, weil wie gesagt, in meinem Umkreis reagieren die Leute nicht so. Vielleicht ist es auch, weil ich aus der Hip-Hop-Szene rauskomme. Dort ist, ich meine, bis 90er ist dort praktisch alles dunkelhäutig gewesen. Ich habe mir schon Zeugs dürfen anhören. Das war schon ganz früh gewesen und hier in der Schweiz sowieso dämliche Aussage, aber ich habe mir Zeugs angelassen, weil halt Weise rappen. Und ich muss sagen, man, entweder bist du ein guter Rapper, bist du ein schlechter Rapper. Es gibt die zwei Sachen. Es gibt nicht, du bist schlechter, weil du... Nein, Schnauze. Einfach nein. So. Ja. Ich fange mich an aufregen, das ist gut, okay? Aber wisst ihr, wie ich meine? Es ist so... Ja. Ja, logisch, eben, gell. Wenn du dein Umfeld wahrnimmst, hat Einfluss natürlich darauf, wie extrem dass du die Probleme wahrnimmst, oder? Eben, wie du gesagt hast, Andi, wir als heterosexuelle Ende 20 weiße Mann in Mitteleuropa haben einfach wirklich keine Probleme im Vergleich mit Leuten, die nicht auf all die Beschreibungen zutreffen, so wie wir. Und ja, logisch, weniger. Aber jetzt wirklich halt wirklich so die extremen, so die übelsten Sachen, die man sollte beheben, betreffen meistens nicht uns. Und wie der Andi auch gesagt hat, das ist auch etwas, wo ich relativ wenig davon mitbekomme, oder? Hauptsächlich eben durch den Eddie, oder? Weil er ist nicht weiss, er hockt im Rollstuhl. Und das heisst, jedes Mal, stimmt. Jedes Mal, wenn ich mit dir Zeit verbringe, dann höre ich entweder von dir eine Story oder erlebe Sachen, einfach weil das Umfeld einfach plötzlich anders ist, oder? Und dann denkst du einfach immer so, wow, oder weißt du so, ich gehe fast blind durchs Leben durch manchmal, oder? Weil ich einfach, wenn ich mich mit Leuten umgebe, die so sind wie ich, dann sehe ich einfach auch viele Sachen nicht, oder? Und ist natürlich das Gleiche, wenn ich mit einem Kollegen irgendwo in einer Bar hocke oder so, dann werde ich viel weniger komische Sachen erleben, als wenn ich mit einer hübschen Frau Eis trinken gehe oder so. Und die einfach entweder angeschaut wird von allen auf die übelsten Arten oder einfach von 3 Typen angesprochen wird, obwohl sie mit ihrem Freund dort hockt, auch schon erlebt. Oder wo dann Typen plötzlich müssen sich daran vorbeischmiegen, um irgendwie einen Drink zu bestellen kommen. Und es ist einfach so, come on, dude, weißt du, es ist so... Ja, und aber eben... Ich glaub... letztes Wort schnell. Ja, nein, nur wirklich nur kurz. Es kommt mir nur gerade in den Sinn, weil ich sehe gerade Eddie seine Frisur. Und nein, das ist eben für das, wo uns nicht betrifft. Du hast mal letztens irgendwo ist es um Friseur gegangen und Haar, wie ist das gegangen? Das Games, oder wie? Ja, generell. Ja, genau. Also, ich habe gemeint, ich habe das im Zusammenhang mit dir gesehen, dass halt Coiffeure zu wenig daraus ausgebildet sind. Ja. Haar. Ich weiß nicht ganz. Ist um die Haare gegangen, gell? Weißt du?
ja, dass sie halt Approval, kompliziertere Haare können oder anders, ja, ist mir eigentlich auch gleich. So, weil ich bin, das ist ja so etwas, das ist mir, mit dem habe ich mich nie beschäftigt, weil ich bin verdammt nochmal 27 und habe eine Vollglatze. So, das ist so, weißt du, das ist so der Punkt, das ist Ja. Sachen, wo ich habe in Basel gewohnt und dort hat es so einen Barbershop gehabt und die Leute sind spezialisiert darauf gewesen, Dreadlocks zu machen und Haare zu kämmen, wo ich bis heute nicht verstand, wie kann man die Haare kämmen? Also ich hatte Angst Der vor Edi dem. versteht es auch nicht. Ja, darum, Ich er glaub, den muss färbt man einfach. zeigen, ja. Den muss man zeigen. Aber weißt du, ich meine, es ist so, es ist um mich herum ist es irgendwie immer Standard gewesen, dass es einfach funktioniert, so gesagt, ja, oder? ja. Ja. Und dann machst du dir, wie du sagst, als weißer mitteleuropäischer Glatzkopf, einfach gewisse Fragen, die stellen sich bei dir weniger, so, wie sie im Alltag nicht passiert. Genau. Aber eben jetzt ist eben das Ding, oder? Wir merken ja offensichtlich jetzt, dass es mehr gibt, als wir wahrnehmen. Und ich glaube, wir sollten. Nein, ich finde, wir sollten definitiv anfangen, mehr auf so Sachen achten. Oder? Weißt du, dass wir halt auch die Augen offen behalten und halt so Zeugs sehen, die uns halt weniger betrifft. Oder, wie soll ich sagen, unser Umfeld vielleicht weniger betrifft. Oder dass wir einfach so sagen, so, das ist etwas, wo. Eben zum Beispiel, wenn ich mit dem Eddie unterwegs bin oder so, ich bin nicht trainiert darauf, Leute zusammenzuschießen, wenn sie irgendeinen Bullshit, rassistischen Bullshit oder irgendeinen Bullshit gegenüber handicapierten Leuten sagen, die Leute zurechtzuweisen, oder? Weil das so selten passiert, dass das nicht eine Routine ist für mich. Aber wir sollten uns vielleicht antrainieren, dass wir halt mehr auf so Sachen eingehen. Und halt, weil jedes Mal, wenn irgendeiner so etwas sagt, oder, dann ist das einfach so ein einmal mehr, wo es geklappt hat, wo er seinen Bullshit hat können loswerden, aber niemand ihn darauf angesprochen hat oder sie und einfach so gedacht hat, ja gut, oder? Wenn niemand mir sagt, dass ich etwas Falsches mache, dann mache ich ja offensichtlich nichts Falsches, oder? Ich habe gerade, wo die hure Mohrenkopf-Diskussion war, im Facebook überall und alle sind durchgedreht, habe ich das Video geteilt, wo der Edi drin war. Fantastisches Video, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt schauen. Und danach habe ich tatsächlich eine gehabt, aus meiner Freundesliste, wo ich dann eine längere Diskussion im Facebook hatte wegen dem. Wo dann, weißt du, wirklich so, ich hätte das Bingo können machen im Fall, weil sie hat all die klassischen Antworten gebracht. So, ja, es gibt doch größere Probleme und ich habe gedacht, okay, look, ich versuche es dir so zu erklären, dass du es verstehst, oder? Sie war blond gewesen. Und weißt du, so eine weisse Blondine halt, oder? Das ist jetzt aber auch ein Stereotyp, was du rauslässt. Nein, musst jetzt hören. Und dann hat sie gesagt, okay, schau jetzt, Blondinenwitz, findest du sicher auch nicht cool, oder? Aber ich gehe auch nicht zu dir und sage, wenn du motzest, dass irgendjemand einen Blondinenwitz gemacht hat, dann sage ich auch nicht, komm jetzt da nicht so, sondern du findest es nicht cool, also machen wir es nicht. Es ist so einfach. Es ist... Ja, die Frage ist immer, versteht sie den Witz? Das ist... Ich kann... Nein, hat sie nicht. Weißt du, weißt du, so, es ist jetzt doch nicht so schlimm. So, no, come on. Es ist einfach... Es ist keine Diskussion. Wenn jemand sagt, hey, wenn du das und das machst, dann verletzt mich das. Dann macht man es einfach nicht. Es ist so einfach. Es ist nicht fucking Hirnchirurgie. Jemand sagt, hey, ich finde es mega nicht cool, wenn du das machst. Und wenn durch das, dass du etwas aufhörst machen, niemand verletzt wird, dann solltest du es unbedingt aufhören machen. Vor allem, wenn es nicht etwas ist, was du jeden Tag machst und du zum Überleben brauchst. Genau. Also, Niemand wird, ich weiß doch auch nicht, eine kürzere Lebenserwartung haben, weil er dem Dessert jetzt nicht mehr Mohrenkopf kann sagen. Niemand wird Geld verlieren wegen dem. Es wird nichts verändern für niemand. Du kannst das hure Ding immer noch essen. Du kannst so viel davon essen, wie du willst. Nenn es einfach anders. Schokokuss. Gut. Oder was weiß ich. Ich sage das es kommt ein bisschen auf die Generation drauf an. Alles in unserer Generation plus ein paar Jahre drunter und drüber sind verloren. So, ganz Fakt. Wow. Du wirst ich sage es auch ehrlich, bei den ganz alten Leuten so, ab kurz vor Hirntod und Walking Dead Simulatoren, so dort sage ich auch, und dort musst du nicht mehr irgendetwas ändern. Das ist so eingefahren. aber wieso verteilt dann die junge SVP Mohrenköpfe? Ja, warte, jetzt lass mich schon fertig reden. Die sind eben edgy.
Ja, total. Eben, das ist so, dort sind wir, dann hast du die jüngeren Generationen, die einfach schon ihre gefestigte Meinung und Ansichten haben und wollen haben und ich sage, ich habe schon immer Mohrenkopf gesagt, das bleibt ein Mohrenkopf. Wo ich jetzt auch sage, für mich, ich habe Mohrenkopf zum ersten Mal in dem Zusammenhang geschnallt, wo es jetzt um das Ganze gegangen ist. Das heißt, ich habe das nie unter dem verstanden. Habe mir dann auch meine Gedanken gemacht, so mit Leuten darüber geredet und habe müssen sagen, so, für mich, ich verbinde das nicht mit einem dunkelhäutigen Menschen, ich verbinde das nicht mit einem negativen Zusammenhang. Ich glaube, das machen da die meisten nicht. Wenn jetzt, nein, ich habe das Gefühl, dass die meisten, die das sagen, hey, mal, ich wollte jetzt dem so sagen, weil die fucking Neger und so, und wir müssen die immer daran erinnern, jeden Tag. Ich glaub nicht, dass es das ist. Wirklich nicht. Bei den meisten nicht. Ich habe gewartet, bis einer die N-Bombe droppt da rein. Ich habe es jetzt so, gesagt, weil ich jemanden angemacht habe. Ich benutze das jetzt Wort so schnell. Jetzt machen wir so ein Ping, 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 wie oft. Nein, es ist... Aber wie gesagt, es tut mir weniger weh, wenn jemand kommt und sagt, hey, schau, mich trifft das und mich trifft das sehr, und so, dann tut es mir weniger weh, das einfach nicht mehr zu sagen, als ihm es weh tut, wenn ich es wieder würde sagen. So. Genau. Und von dem her, okay, dann ist das so, das ist wieder das ist das Miteinanderleben, das Miteinander koexistieren. Jemand tut etwas weh, okay, dann lassen wir es halt. Ist doch jetzt wirklich kein riesen Ding. Ja, so. Und eben. Ich meine, der Gene Roddenberry hat es so wählen, dann sollte man doch das so machen, oder? Ich meine, weißt du, wenn man für Storytelling-Gründe seine Regeln außer Kraft setzt, dann finde ich das okay, aber ich finde, seine Vision ist nicht so schlecht gewesen, dass man sie komplett ignorieren. Also, sind friedlich ist miteinander. Langweilig. Hasset euch, aber einfach nicht wegen irgendwelchen Stereotypen Gründen, okay? Hasset euch, wenn ihr euch scheiße findet, ja. wegen anderen Sachen, okay? Ich muss jetzt auch sagen, so, das Ding, das ich wieder mal hatte letzte Woche, das war auch aus dem Grund raus. Es sind Leute in dem Büro, die das Video eben gesehen haben oder Chris erwähnt hat. Und sie haben dann aber irgendwie trotzdem darauf bestanden, dass sie das Wort brauchen. Und sie haben dann sogar noch gewusst, gefunden, also eben die das trifft, denen geht es einfach viel zu gut. Und das ist so ein Moment für mich, wo ich in diesem Büro hineingesessen bin und ich arbeite schon seit 3 Jahren mit diesen Leuten zusammen. Und es ist wie so, wieso, eben, wie könnt ihr jetzt so, ich meine, wenn ihr wisst, es ist falsch, wenn ihr sogar jemanden wirklich kennt und mit dem zusammenarbeitet. Wieso bestehst du darauf, etwas zu sagen, was mich verletzt? Ich habe mich noch nie so einsam gefühlt wie in dem Moment in dem Büro. Ich habe nachher die Kopfhörer rein tun und mich auf das Arbeiten konzentrieren, aber es ist nicht mehr gegangen. Ich bin am Zittern gewesen. Mir hat es schier eins gegeben, weil ich wirklich dachte, so eben so, ich habe diesen Menschen vertraut, oder? Und es ist wie so, nein, eigentlich bin ich in dem Fall egal. Es ist so, der Respekt ist nicht da, der gegenseitig. Es ist erbärmlich so etwas. Es ist einfach... Darum sage ich, man muss bei den Jungen anfangen, bei den Kids. Die grösste Gruppe, die ich habe, das sind die 5- bis 8-Jährigen und dann nachher die 9- Aufwärtsjährigen. Und wenn du bei den ganz Kleinen ansetzt, dort kannst du noch etwas bewirken. Dort kannst du denen ein Weltbild geben. Meine Kleine, zum Beispiel meine Tochter, wo sie ganz klein war, wir haben noch in Basel gewohnt, ist sie an einem dunkelhäutigen durchgelaufen mit mir. Und dann hat sie ihn auch angeschaut, da ist sie ja, was sie 3 oder so, oder noch jünger. Und schaut mich an und sagt, Papi, ich so, ja. Papi, der Mann, der ist ein schwarzer Mann. Ja, du hast ja Schlitzaugen, sie ist ja Thailänderin halb. So, weißt du, dass du findest bei jedem etwas, wo kannst, ja, dort bin ich einfach wieder so. Und das ist für mich auch egal eigentlich. Also mir ist das egal, weil das ist auch wieder so, ja, du hast auch ein Merkmal, wo man dich irgendwann wird darauf ansprechen und ja, schlussendlich ist das dann ein Moment gewesen, wo es bei ihr wahrscheinlich noch nicht gerade Klick gemacht, weil sie noch zu jung war. Aber es ist nie mehr von Interesse gewesen und das wird es, bin ich mir ziemlich sicher, auch nie mehr sein. Ja. Weil das ist so ein Moment gewesen, sie ist in einem Alter, wo sie das erste Mal bewusst wahrnimmt, es gibt Unterschiede, außer die pinken und die blauen Socken. Und dann tust du das, ich habe dem in dem Moment, und ich habe das Gefühl, ich habe das nicht falsch gemacht, wenn jemand eine andere Meinung hat, darf sie gerne behalten. Ich habe das Gefühl, indem ich dem in dem Moment keinen Wert gegeben habe, ist die Sache erledigt. Hätte ich jetzt so etwas daraus gemacht, oder eben wie jetzt falsche Wertvorstellungen gegeben, ja, das ist ein Ausländer, der schafft nicht, oder auch das Gegenteil davon, in ein automatisch positiv, ja, das ist ein Armen, oder weißt du, sondern es ist ein Typ, der hat eine andere Hautfarbe, der läuft da durch, Punkt. Ja. Und so ist die Sache gegessen. Und ich glaube, bei den Kids kannst du mit so Zeug ansetzen. Und gerade auch, ich komme jetzt wieder aufs Karate, weil das für mich halt das einfachste Beispiel ist. Ich habe die 5-Jährigen, die kommen da rein, das ist nie ein Thema, wir verbeugen uns alle voreinander.
haben alle den gleichen Respekt und dann gehen sie raus und das Thema ist einmal ist okay, sodass, hey, ich sehe einen Unterschied, dann muss ein Erwachsener kommen und sagen, ja, den Unterschied gibt es, aber er hat die gleichen Knochen, er hat Lungen, er hat im besten Fall 10 Finger, so, that's it, weißt du, was ich meine? Und dort kannst du ansetzen. Bei den Erwachsenen, bei den Grossen und etwas solche, die gehen Zeugs verteilen, dort musst du gar nicht mehr diskutieren, weil dort verschwendest du deine Zeit. Dort sorgst du für... Du kannst vielleicht... Wenn kannst du Leute dazu bringen, dass sie eine andere Ansicht haben, super. Ich sage nicht, mach's nicht. Ich sage nicht, hör auf damit, es bringt es nicht. Sondern ich sage nur, der Anteil dort ist kleiner, wo du etwas kannst bewirken kannst. Das heisst, du sollst es nicht probieren. Das heisst nur, es ist de facto so. Bei den Kids ansetzen, das sage ich auch allen 3 Hörer, die wir vielleicht haben. Wenn du bei den Kids ansetzt, in seinem direkten Umfeld, kann man anfangen, einen Samen setzen. Ja, gell, es ist wie alles andere. Je älter du bist, desto schwieriger wird es, etwas lernen. Vor allem, wenn du es auf eine andere Art gelernt hast vorher, oder? Ich meine, du darfst nicht, zum Beispiel 10-Finger-System bei der Tastatur oder so. Ich kann das nicht. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie können. Ich schreibe mit 2 oder vielleicht 4 Finger. Und ja, es ist schlimm, ich weiß. Aber, ich schaue jetzt direkt in die Webcam. Du siehst es nicht, meine Hände sind unterhalb vom Bild. Aber der Punkt ist, je älter du bist, ich meine, ich könnte es sicher noch lernen jetzt, oder? Aber es wird wahrscheinlich hure viel schwieriger sein, als wenn ich es mit 7 das erste Mal gelernt hätte. Und genau das Gleiche ist es mit dem, oder? Weil jetzt habe ich die letzten 29 Jahre, okay, vielleicht nicht ganz 29 Jahre, aber sicher die letzten 25 Jahre habe ich 2 Finger gebraucht, zum Zeugs eintippen irgendwo. Oder 4. Das heisst, jetzt auf 10 Finger umstellen ist viel schwieriger, als wenn ich, weiss doch auch nicht, mit nichts angefangen hätte. Und genau gleich ist es mit Rassismus und Sexismus und all diesen ganzen schlechten Ismus, wo wir einfach, ja, halt jetzt versuchen, dagegen zu kämpfen. Was ich noch vielleicht abschließend sagen ist eben, dass es halt eben auch wichtig ist, dass man erkennt, dass es etwas Gegenseitiges ist. Eben, ich habe viel Erfahrung mit Rassismus, den ich selber erlebe, und Behindertenfeindlichkeit. Aber jetzt zum Beispiel eben, das heisst eben nicht, dass ich selber nicht auch kann sexistisch sein kann. Und das ist wie auch nicht so, ja, ich erlebe jetzt Rassismus und darum darf ich jetzt sexistisch sein. Und das ist wie so, ja, so Quid pro quo Scheiß, wo dann nicht funktioniert. Weil, und darum, also, und ich sage jetzt auch zum Beispiel eben, also, ich habe zum Beispiel auch schon oft Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, so, okay, ich sitze jetzt in einem Meeting und eine Kollegin sagt etwas und sie wird ignoriert und ich sage nachher nochmal genau das Gleiche und kommt nachher Applaus über und das ist wie so, ja. Sie hat das schon vorher gesagt. Also, das ist dann auch vielleicht also der Moment, wo vielleicht wir als Männer oder auch ihr als Weisse oder wir als Heteros dann einfach kommen können und können einstehen für die anderen und sagen können so, hey, aber Ja. Jetzt hast du nicht zugelassen oder jetzt habe ich vielleicht nicht zugelassen und aber vielleicht mal eben die anderen Stimmen boosten und sagen so, hey, da gibt es noch mehr auf dieser Welt und das ist gut so und das ist cool so. Ja, sicher bei sich selber anfangen, bei der Problemlösung, das ist sicher wichtig, ja. Und sonst eben, ich glaube, es gibt einfach einen relativ simplen Code. Wenn man bei dem lebt, dann haben wir es einfach alle einfacher auf der Welt. Und das ist nach Bill and Ted, be excellent to each other. Oder? Sind einfach cool zueinander. Und dann haben wir kein Problem mehr auf dieser Welt. Ja, wirklich. Es ist ja, wirklich voll. So einfach. So. Ja. Ich will jetzt, am liebsten will ich jetzt den Podcast mit der Gene Roddenberry. Okay, warte, wir suchen einen. Das kann ja dann, der Andi schneidet das nachher raus. Genau. Gene. Quotes. Roddenberry, da ist er. Okay. Darf ich ihn vorlesen? Was stimmt doch nicht in meiner schönen, tiefen Stimme. Er hat nicht wirklich... Fuck. Shit. Was? Wow. Was? Das war sicher der Akku gewesen. Jetzt ist er ein bisschen weit gegangen für den Witz. Der Gene Roddenberry. Ja, Quotes. Still dead. Status, still dead. Also was jetzt übel wäre, wenn jetzt wieder geboren, gestorben, nochmals geboren und nochmals gestorben. Jetzt kommen wir gerade über 15 Jesus-Witze in Sinn im Fall. Ja, was haltest du, wenn wir jetzt gerade schon da sind, dann machen wir doch noch schnell ein bisschen Content. Was haltest du von diesen ganzen Hashtags, die jetzt da am Laufen sind und
diesen ganzen Artikeln, die jetzt plötzlich geschrieben sind, einfach aus dem Kontext, ich finde das, es klingt jetzt böse, aber ich finde das zu einem Großteil jetzt mittlerweile recht heuchlerisch. Weil etwas aufdecken oder mal noch einmal leer machen, finde ich gut. Aber wenn plötzlich jedes Medium 30 Artikel darüber macht, innerhalb von 3 Tagen, dann ist es irgendwann einfach nur noch Klickzahlen generieren. Genauso wie die Hashtags, das ist ja gut und recht, aber ich sage auch dort, ein Hashtag mit einem schönen Sätzchen hast schnell in dein Social Media nach Wahl reingedruckt. Aber die wahre Leistung von der steht da, wenn du es im Alltag machst, und in meinen Augen Legend bist du dann, wenn du es machst, ohne etwas dergleichen zu tun. Weißt du, wenn du es einfach machst, weil es gemacht soll sein, weil es Anstand ist, weil es normal soll sein. Richtig. Und trotzdem, ich finde trotzdem eben so ein Hashtag kann gleich mächtig sein, weil eben, ich habe jetzt in diesen 3 Tagen wirklich gesehen, so, okay, es sind wirklich viele Leute betroffen. Und es ist halt auch wirklich etwas, gell, also eben, wir hören jetzt vielleicht ab und zu mal ein Geschichtchen, aber Frauen, die kämpfen mit dem jeden Tag. Und ob jetzt mit oder ob jetzt der Hashtag rum ist oder eben nicht. Und ich finde das eben darum schon auch wichtig. Und eben, wie du sagst, schlussendlich ist es wichtiger, dass man nachher etwas macht. Aber ich finde auch, wieso kann es nicht beides sein? Weißt du, du kannst ja etwas machen und gleichzeitig eben zum Beispiel, wie es zum Beispiel gut wäre als Mann, was ich jetzt zum Beispiel selber auch gemacht habe, ist, ich habe ein paar von diesen MeToo-Hashtags also vielleicht auch noch selber geshared, weil ich einfach merke, so, okay, ich bin vielleicht in einem Netzwerk drin, wo es vielleicht noch andere Leute sind, wo das auch noch wichtig wäre. Und das ist dann für mich auch so ein bisschen Unterstützung. Und es ist für mich so ein guter erster Schritt, um nachher eine Diskussion anfangen. Und die Diskussionen finden ja jetzt auch statt, so eben so ein Hin und Her in verschiedenen Medien, mit verschiedenen Standpunkten. Und ich finde es immer sehr gut, dass man die Diskussion jetzt mal hat, weil meistens redet man eben gar nicht drüber. Und meine Hoffnung ist jetzt einfach wirklich, dass, egal ob wahrscheinlich wird die Hashtag also leider oder wieder verschwinden, aber ich hoffe, dass man wirklich, zumindest dass jetzt vielleicht wirklich ein paar Leute merken, so, okay, ja, auch ich habe einen Check gemacht, der nicht okay ist, und ich habe gar nicht gemerkt, dass es nicht okay ist. Aber in Zukunft denke ich dran. Und das soll ja eigentlich das Ziel sein, oder? Weißt du was, ich weiss gar nicht, ob der Chris oder so zurückkommt, aber das können wir ja mal so einen provisorischen Abschied machen. Ja, finde ich auch. Ja. Also warte, jetzt mal sehr tief Luft holen und dann nochmal einen Schluck nehmen. Soll ich Beatbox machen dazu? So, ja, das war es von unseren Nerdy Birds. Der Chris hat es leider abgehängt. Aber ja, zum Abschied, also ihr findet uns neu auf der Geekstübli Facebook-Seite oder auch individuell auf Twitter. Andi, wo findet man dich? Daheim momentan ist recht angenehm. Nein, also wer mich sucht, findet mich entweder auf Facebook unter KB Combo. Das ist sicher am einfachsten. Das neue Album ist jetzt momentan auch in Arbeit. Wir haben das Tonstudio fertig gebaut. Yay! Und die ersten Songs stehen. Ja, die ersten Songs stehen, werden jetzt bald mal aufgenommen. Und von dem her am besten unter KB Combo auf Facebook oder kbcombo.ch. Und sonst natürlich überall, wo es Content von den Nerdy Birds gibt. Das sicher am einfachsten. Yay! Gut, dann der Chris, den findet ihr auf Twitter als C. Crowdley oder Chris Crowdley. Siehst du jetzt? Ich denke schon den Namen. Der Raffi auch. Der Raffi findet ihr auch unter kbcombo.ch oder kbcombo auf Facebook. Der Chris findet ihr auf @Chris Crowdley auf Twitter. Er ist jetzt mittlerweile auch als Regisseur so ein bisschen tätig bei so kleineren Projekten. Von dem sieht er sicher auch bald auch ein paar Sachen. Mich findet ihr unter @RollingEddie oder meine Comedy-Seite Eddie Ramirez. Und ich habe jetzt auch eine Homepage www.rollingeddy.com. Yay! Und dann findet ihr natürlich noch unsere geschriebenen Sachen auf unserer Medium-Seite. Und ja, wir sehen euch bald wieder. Jetzt neu mit unseren Partnern vom Geekstübli. Und Stübeli. ja, Stübeli.
wir es jetzt schon nach der ersten Folge. Sie schmeißen es wieder raus. Time mit der Stübeli. Wir wünschen euch jetzt ein paar gute Wochen. Ich nehme an, so in 2 Wochen haben wir sicher wieder, machen wir wieder eine neue Folge. Und wir wünschen euch eine gute Zeit und bis dann. Genau, liebt euch, hasst euch, ist mir egal, macht es nicht abhängig von Religion, Hautfarbe. Alles andere macht, was ihr wollt. #mir gleich.